Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in euren Dienstag gehabt und seid jetzt voll dabei hier bei dieser Hour of Prayer. Heute mal uns einem ganz besonderen Setting aus meinem eigenen Studio hier aus meinem Garten. Hey, sagt doch mal ganz kurz, ob ihr mich gut versteht. Dann, das könnt ihr gerne im Chat einfach reinschreiben. Ich werde hier im Chat mit euch heute einfach durch die Hour of Prayer gemeinsam leiten. Ich bin auch heute alleine. Wir haben im Moment einige Sachen, für die wir beten können und beten dürfen. Und es gibt auch einen Grund, warum ich heute alleine bin. Und das ist, weil recht viel im Moment in der Church bei uns passiert. Und da würde ich euch gerne mit reinnehmen, bevor wir überhaupt, auf das Thema eingehen, auf den letzten Sonntag eingehen, wollen wir einfach für die Sachen beten. Und zwar könnt ihr es im Chat direkt mit reinnehmen, aber lasst uns für die Sachen eben beten. Das machen wir normalerweise nicht. Normalerweise gehen wir immer auf die Message ein oder wir gehen aber ich möchte heute ganz kurz, einfach auf ein paar Sachen eingehen, die bei uns in der Church passieren. Das eine ist, Leo und Susanne sind gerade in einer ganz kurzen Auszeit, sind, für ein paar Tage in Urlaub gefahren, was mega, mega schön ist. Da können wir einfach, für beten. Dann haben wir super, Marco, schreib's doch gerne mit in den Chat rein, dann können wir das Ganze mit aufnehmen. Dann haben wir eine recht große Gruppe. Wir haben über 300 Leute, die im Moment im, Herbstcamp sind. Und zwar sind sie runter nach Tos in die Toskana gefahren und haben dort, in der Zeit, einfach jetzt eine Woche, wo sie gemeinsam, ja, Urlaub einerseits haben, andererseits auch Gemeinschaft haben. Es gibt Celebrations, es gibt Small Group Zeit, und dort sind einige Leute mitgefahren, auch viele, die hier sonst die Hour of Prayer mit mir machen. Genau. Und dann haben wir diese Woche tatsächlich einige von unseren Leitern, also die Youth, Leitung zum Beispiel, die College-Leitung sind so ein paar Leute, die jetzt gerade diese Woche auf so einer Art Visionstagen sind, also jeder für sich und, wirklich einfach Zeit füreinander also miteinander haben, einfach zu schauen: „Okay, Gott, was ist das, was als Nächstes, jetzt gerade so ansteht?“ Und dafür können wir dann ebenfalls beten. Hey, wenn es okay ist für euch, dann lasst uns das doch einfach machen. Ich werde uns leiten, aber ich fände es mega schön, wenn du einfach da, wo du gerade bist, einfach für diese Dinge einmal einfach betest. Der, Marco hat die Sachen in den Chat reingeschrieben, was sehr, sehr cool ist. Vielen, vielen Dank, Marco. Deswegen, wenn du dabei bist, lass uns einfach Hände heben, lass uns einfach beten, dass Gott dort wirklich einfach Durchbruch schenkt. Jesus, danke dir für diese ganzen Anliegen. Danke dir, Vater, für einfach für dein Wirken in den verschiedenen Ministries, in den verschiedenen Bereichen, die wir als Church haben. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt einfach reinkommst in die verschiedenen Sachen, dass du Leon zusammen eine mega schöne Auszeit schenkst, ja, wo sie wirklich Ruhe finden, wo sie aber auch einfach auftanken können. Ich bete für das Herbstcamp, Jesus, dass du da die Leute, die dort sind, dass du einfach Gemeinschaft schenkst, Jesus, dass sie, wirklich dort, Freundschaften finden, dass sie Small Group Zeiten haben, einfach eine richtig, richtig gute Zeit haben, wo sie dich erkennen, dich erleben und, einfach eine mega gute Zeit gemeinsam miteinander haben. Genauso auch für die Teams, die jetzt, grade unterwegs sind. Ich bete, Vater, dass du dort einfach Vision schenkst, dass du einfach dass du einfach das bringst, was du bringen kannst, Jesus. Einfach, dass du zeigst, in welche Richtung es gehen darf und soll und, wohin es geht. Spreche dort einfach Segen aus. Dann, Amen. Amen. Alrighty, mega cool. Hey, was ich gerne heute mit euch machen möchte, ist, ich möchte einerseits die Message noch mal Revue passieren lassen. Wir werden auf ein paar, vereinzelte Dinge eingehen von der Message. Aber ich würde gerne auch auf deine Anliegen einfach eingehen, wollen. Ich bin nebenbei im Chat, mit drin und, ihr dürft einfach die Anliegen reinschreiben. Marco, wenn du, so nett wärst, vielleicht ein paar Sachen mir auch per Telegram zu schicken, einfach damit ich die, Anliegen einfach auf dem Schirm habe. Das wäre mega, mega hilfreich. Und dann wollen wir einfach die Anliegen sammeln und, miteinander füreinander beten. Aber nutzt auch den Chat, um genau das zu tun, einfach miteinander und füreinander zu beten und, einfach darauf einzugehen: „Hey, was ist das, was wir jetzt einfach vor Gott bringen dürfen“, um dort reinzugehen. Hey, der Dave hat eine Message gehabt, das umgekehrte Königreich. Und ich finde es einen sehr, sehr spannenden Ansatz, das umgekehrte Königreich, weil
wir wegkommen von einem, ich-zentrierten Christen zu einem gottzentrierten oder königreichzentrierten, Christen. Und ich finde so diese Aufteilung finde ich mega spannend, weil ich liebe das Königreich von Jesus und ich finde es so hilfreich zu verstehen, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind und mit ihm den Weg gehen, dass es nicht darum geht, dass ich mein Königreich baue oder mein Königreich hier auf der Erde versuchen, nach vorne zu kriegen, sondern dass es darum geht, Jesus sein Königreich zu bauen und ihm die Ehre zu geben, mit ihm gemeinsam da einfach zu schauen, okay, was ist das, was Gott auf dieser Erde tun möchte? Und das ist genau das, was Jesus gebracht hat, oder? Jesus kam auf die Erde, um letztendlich das Königreich von Gott auf die Erde zu bringen und uns zu erklären und zu verstehen, hey, wie können wir gemeinsam, wie kann er uns zeigen, wie wir das Königreich hier auf Erden bauen? Und ich habe vor ein paar Jahren mal, 'ne Message gehört, die ich mega spannend finde, die für mich tatsächlich einen riesen Unterschied gemacht hat. Das ist jetzt noch mal außerhalb von dem, was Dave am Sonntag erklärt hat. Aber, der Prediger hat von einem christlich zentrierten Königreich geredet und einem königreich zentrierten Königreich gesprochen. Und ich fand das noch spannend, weil das christlich zentrierte Königreich, so wie er das aufgesetzt hat, war im Prinzip, dass wir, daran glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, auferstanden ist und dass, wenn ich meine Sünden ihm übergebe, dann bin ich Teil von dem, was Jesus macht und, ich komme letztendlich in den Himmel. Also, ich bin Teil von seiner Familie und komme dann letztendlich in den Himmel. Wo das Königreich zentrierte Christsein geht darum, dass ja, Jesus für uns gestorben, auferstanden und wenn ich an ihn glaube, dann habe ich ewiges Leben. Aber ich habe dann auch automatisch einen Auftrag bekommen, das in meinem Alltag auch wirklich auszuleben. Dieses christlich zentrierte Christsein geht quasi darum, dass ich einfach von etwas gerettet bin. Und das Königreich zentrierte Christsein ist, dass ich für etwas gerettet bin. Das bedeutet, mein Fokus verändert sich von ich bin einfach nur von etwas gerettet, also von meinen Sünden gerettet und habe ewiges Leben, lebe mein Leben aber so weiter und immer wenn ich Sünde getan habe, dann tue ich Buße und ich darf halt einfach in den Himmel letztendlich. Ähm, Wenn wir aber ein königreich-zentriertes Leben haben, dann darf ich und muss ich und soll ich und Gott fordert mich da heraus, wirklich das auch also mein Leben dann auch so umzustellen, dass ich ihm die Ehre einfach, gebe. Und, da möchte ich gerne mit reingehen. Der Marco hat mir gerade schon ein Gebetsanliegen auch von euch zugeschickt. Steht: „Wir beten für Erweckung in der Familie“, was mega, mega cool ist. Ähm, und da einfach zu schauen, okay, wie können wir als königreichzentrierte Christen, die Gottes Königreich an allererste Stelle stellen, wirklich den Unterschied in unseren Familien machen, in unserem Arbeitsplatz machen, in jedem Bereich in unserem Leben einfach reingehen. Und was ich gerne machen möchte, ist, ich fände es schön, wenn wir einfach kurz einmal uns ein bisschen Zeit nehmen, einmal das zu hören, was der Heilige Geist uns jetzt einfach sagt. Und ich möchte euch gerne folgende Frage stellen. Was ist der Bereich in deinem Leben? Nicht alle Bereiche. Was ist der eine Bereich, den Gott dir jetzt gerade aufs Herz legt, wo er sagt, da möchte ich mehr mein Königreich in deinem Leben bauen? Stell dir diese Frage, Marco, vielleicht kannst du sie auch einmal in den Chat reinschreiben. Was ist der Bereich in deinem Leben, wo Gott dich persönlich herausfordert, sein Königreich noch mehr in deinem Leben zu bauen? Und lass uns darüber einfach einmal beten, einmal reden mit Gott, jeder für sich ganz persönlich darüber reden und dann von dort aus dann schauen, okay, wie können wir dort wirklich ganz bewusst, reingehen. Ich werde ein paar Minuten einfach, Stille sein. Danke dir, Markus, super. Stille sein. Ich werde Gott einfach einmal einladen jetzt, dann werden wir einmal kurz Stille sein und dann, darf jeder für sich einfach einmal überlegen, was so der Punkt dann ist. Jesus, wir laden dich ein. Ich weiß, du bist mitten unter uns. Ich weiß, du sitzt hier direkt neben mir und du sitzt ganz genauso in jedem Wohnzimmer, in jedem Auto, in jedem, Büro bist du einfach direkt dort bei uns, was mega, mega schön ist. Und Jesus, wir wollen, ich will dich ganz neu kennenlernen und, einfach lernen, was es bedeutet, dein Königreich in jeden Bereich mit reinzunehmen. Sei es meine Familie,
wo ich einfach noch mal neu als Ehemann, als Vater reingehen darf, sei es, auf der Arbeit, sei es, einfach in meinem Umfeld, wenn ich einkaufen gehe oder Sport machen gehe oder was auch immer. Jesus, das ist, dass du reinkommst. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt diese Frage dass wir dort einfach reingehen dürfen, Jesus, dass du jetzt zu uns sprichst. Was sind die Bereiche in unserem Leben, wo du dir wünschst, dass wir noch mal ganz neu reingehen und, Platz für dein Königreich machen? Sprich jetzt zu uns, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du sprichst und ich danke dir, Jesus, dass du uns genau dort abholst, wo wir sind und, uns an die Hand nimmst und weitergehst und den Weg weitergehst. Ich möchte es einfach, aufgreifen, was einige Leute im Chat reingeschrieben haben, weil's, genau das ist, noch bevor ich die Frage gestellt habe. Aber, die Gabriela sagt zum Beispiel, dass: „Jesus, nimm bitte weg von mir alles, was sich der Lebensweise Gottes widersetzt in mir. Öffne mir bitte meine blinden Augen und erfülle mich stark mit deinem Geist." Mega, mega schön. Das ist genau das, was es ist, wo Jesus wenn Jesus reinkommt in diese Art in dein Umfeld, in dein Herz, dann verändert er dein Umfeld. Versöhne meine Familie, also Versöhnung in der Familie. Dass Gott Heilung an Geist, Leib und Seele, reinbringt. Und, lass uns da einfach wirklich noch mal für beten. Ich möchte gleich noch mal ganz bewusst für Heilung auch beten, weil das ist etwas, was immer wieder bei der Hour of Prayer hochkommt, was mega schön ist. Es ist mega gut, es ist wichtig, dass wir die Dinge einfach vor Gott bringen, weil ich glaube, dass Gott heilen kann. Es ist wichtig, dass wir das vor Gott bringen. Aber, lass uns jetzt einfach noch mal 'ne Zeit haben, wo wir die Dinge, die Gott uns gerade geoffenbart hat, ich weiß nicht, ob du, vielleicht was gehört hast, dass Gott diese Dinge offenbart hat in deinem Leben und dass wir dort einfach noch mal reingehen dürfen und das einfach vor ihn legen dürfen. Jesus, du weißt ganz genau, weil du sprichst. Du sprichst und du bist derjenige, der jetzt gerade gesprochen hat. Und ich bete, Jesus, dass die Dinge, die du offenbart hast, die Bereiche in meinem Leben, in unserem Leben, wo du noch mal ganz neu dich verherrlichen möchtest und dein Königreich reinbringen möchtest, Jesus. Ich bete, dass du da uns Kraft gibst, uns Weisheit gibst, Jesus, genau das zu tun, dort reinzugehen und deinen Namen einerseits zu verkünden, aber andererseits auch zu repräsentieren, Jesus. Vater, gib uns da Kraft, gib uns da Weisheit, ähm, genau das zu tun, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Ich habe grad noch einen Gedanken gehabt, den ich einmal ganz kurz, aufschreibe. Ähm Sorry. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt, während ich gebetet habe, die ich gerne gleich noch mal mit euch durchbeten, möchte. Und ich habe es mir ganz kurz aufgeschrieben, damit ich das gleich nicht vergesse, genau. Also, genau, lass uns da wirklich ich würde mir wünschen, dass ihr da vielleicht auch in die Small Group rein dass man sie in die Small Group reinnimmt. Was sind die Bereiche in deinem Leben, wo ihr euch unterstützen könnt, das Königreich von Gott noch mal ganz neu mit reinzubringen? Es lohnt sich zu überlegen und zu schauen, was bedeutet das Königreich in meinem Leben? Deswegen schaut euch die Message noch mal an, wenn du es noch nicht gehört hast und wenn du noch nicht gesehen hast, dann geht noch mal in die Message zurück und schaut noch mal: „Hey, was bedeutet das wirklich, das Königreich zu nehmen
und Gott an erste Stelle zu stellen in deinem Leben und dann die verschiedenen Puzzle Pieces, die zusammengehören, um dann letztendlich das Bild, was Gott mit deinem Leben bauen möchte, einfach zu bauen. Es ist absolut fantastisch. Es ist krass, dass teilweise, haben wir eine gewisse Vorstellung, was das sein könnte, und dann hat Gott aber vielleicht eine andere Vorstellung. Das ist mein nächster Punkt, für den ich gerne beten möchte. Und zwar hat der Dave ist darauf eingegangen, dass er, eigentlich die Überlegung hatte, Rockstar zu werden und mit Musik die Welt zu verändern und so weiter. Und ich frage mich, was ist das in deinem Leben, an dem du vielleicht festhältst, an dem ich festhalte, wo Gott, einen Plan mit uns hat oder eine Vorstellung mit uns hat oder wo er möchte, dass wir einen Einfluss nehmen, und gleichzeitig wir aber eine andere Vorstellung von dem Ganzen haben. Was bedeutet das? Was bedeutet das genau und wie kann das aussehen? Ich hätte mir nie erträumen können, dass ich heute hier sitze und das tue, was ich tue. Das ist 'n absolut God Story, wie Gott mich hier an diesen Punkt gebracht hat. Und, ich habe dafür ganz viele Vorstellungen, auch Träume und Wünsche aufgeben müssen, die, ich in meinem Herzen festgehalten habe, wo ich aber, dann wo ich durchgearbeitet habe. Es war nicht so, dass ich einfach gesagt habe: „Oh easy, Gott hat einen anderen, Weg für mich und dann lasse ich das einfach fallen und ich gehe jetzt den Weg, den Gott hat.“ Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht meine Realität gewesen. Vielleicht hast du es einfach, aber es ist nicht meine Realität gewesen, dass ich Sachen losgelassen habe und loslassen musste, die mir sehr, sehr schwer gefallen haben, diese loszulassen. Ähm, aber lass uns kurz noch mal 'ne Zeit der Stille haben. Lass uns noch mal gucken, hey, was ist der Bereich in deinem Leben, wo Gott zu dir spricht und sagt: „Hey, was ist das, was ich vielleicht abgeben muss?“ Der Marco hat's grade aufgeschrieben, was die Frage, die ich aufgeschrieben habe. Ich möchte sie noch mal genauso vorlesen, damit wir da alle on the same page sind. Oft hat Gott eine andere Vorstellung als wir. Wo halten wir an unserer Stellung fest? Lass uns da noch mal reingehen. Wo in deinem Leben hältst du an deiner eigenen Vorstellung fest, aber es ist vielleicht nicht Gottes Vorstellung? Und dann beten wir da noch mal rein. Danke, Jesus, dass du uns kennst, dass du uns, aber auch so geschaffen hast, wie du uns geschaffen hast. Und Jesus, du hast Träume, auch in uns hineingelegt. Es gibt gewisse Träume, die wir haben aufgrund der Art und Weise, wie du uns geschaffen hast. Und, es ist für mich häufig ein Paradox zu verstehen, wo ist es meine eigene Vorstellung, wo ist es ein göttlicher Traum, den du in unser Leben gelegt hast, an dem ich festhalten kann. Es ist so ein Paradox häufig, das zu verstehen. Und Jesus, ich bete da einfach um Klarheit und um Weisheit, dass du uns einfach zeigst, was es bedeutet, da einfach neu uns auszurichten, dein Königreich zu bauen, uns auf dich zu fokussieren und dann aber gleichzeitig auch zu schauen: „Okay, was bedeutet das für mich und wo muss ich vielleicht Sachen ablegen? Wo muss ich vielleicht Sachen, hinter mir lassen?“ Und, aber auch neue Wege dadurch gehen, neue Sachen ausprobieren, neue Sachen, einfach reinbringen. Jesus, ich bete, dass du da, jetzt einfach reinkommst, und genauso wie Dave, diesen Traum vom Popstar, Rockstar hinter sich lassen musste, oder durfte und, jetzt da steht, wo er steht, der Worship-Leiter vom ICF Zürich zu sein, was mega, mega schön ist. Aber es kommt mit großen Sacrifices, das zu tun. Und, Jesus, danke dir dafür, dass er den Weg gegangen ist. Und ich bete, Jesus, dass du uns da einfach zeigst, was es bedeutet, den Weg jetzt so in der Form mit dir zu gehen, und die Dinge hinter uns zu lassen. Bitte für Offenbarung, dass du uns da Offenbarung schenkst, welche Bereiche wir dir abgeben dürfen, Jesus. In deinem Namen. Amen.
Hey, ich habe gerade schon gesagt, dass wir uns einmal Zeit nehmen wollen, um für die Anliegen zu beten, gerade was Heilung angeht. Und, ich habe, jetzt einige Sachen hier aus dem Chat, der Marco hat's mir zugeschickt, dass, einige sind für brauchen Gebet für Psyche, also für mentale Heilung. Einige brauchen auch einfach Ruhe, was mega schön ist. Also, es ist mega wichtig, dass man auch diese Ruhe in Gott, dass wir das lernen dürfen, gerade wenn der Sturm um uns rum ist, dass Jesus diese Ruhe uns einfach geben darf. Das ist mega, mega schön. Lass uns dafür dann auch beten. Ich sehe gerade jemand, betet für eine Rücken-OP, wo die jemand hatte, Klarheit im Kopf, und 'n klaren Geist, Heilung in Geist, Seele und Geist, gesundes Immunsystem, Heilung von Bronchitis, Atemnot. Und was ihr sonst noch alles im Chat seht, wo auch sonst hin. Lasst uns da einfach rausstrecken und Gott einfach um Heilung bitten, weil er ist ein Gott, der heilt und der ist lieb zu heilen. Aber, es passiert nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Geht auch wieder zurück zum Königreich. Ich gehe da kurz rein. Lass uns darüber kurz reden. Ähm, ich habe schon häufiger erzählt, ich bin mit 21 als, Diabetiker, diagnostiziert worden, und es kam aus dem Heiteren, wirklich aus dem Nichts heraus. Und, seitdem habe ich Diabetes. Und ich habe, mit so vielen Leuten schon darüber gesprochen und viele Leute haben für mich gebetet, Prophetien, dass ich geheilt werde und so weiter. Und bis jetzt ist es noch nicht passiert. Und es ist spannend, weil ich glaube hundertprozentig daran, dass Gott mich heilen wird und dass er mich heilen kann und auch, dass er mich heilen wird. Und ich habe eine Prophetie sogar für ein Datum, wann es passiert. Ich bin gespannt, ob es dann passiert oder nicht, weil es ist ja Gottes Ding, ob er mich heilt oder nicht. Aber, das ist das, was ich mega wichtig finde. Die Herangehensweise, wie wir es mit Gott durchgehen, ist extrem wichtig. Nur weil ich Diabetes habe und noch nicht geheilt werde oder geheilt bin, heißt es nicht, dass ich Gott nicht anbete in dieser Zeit. Das heißt, meine Anbetung gegenüber Gott verändert sich in keinster Weise, ob ich geheilt werde oder ob ich nicht geheilt werde, weil sein Königreich ist das, was wir bauen wollen. Wir wollen uns auf ihn konzentrieren und vertrauen, dass er die Fäden in der Hand hält. Und wir dürfen, in Englisch sagt man Ambassadors sein. Wir dürfen einfach Menschen sein, die ihn widerspiegeln, für ihn so das Bodenpersonal im Prinzip wir sind. Und ob er uns heilt oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob ich ihn anbete oder nicht, sondern wenn er mich heilt und dementsprechend dann auch, also, wenn er dann auch dich heilt oder nicht dann, sondern wenn er dich heilt, wie auch immer, wenn er Heilung schenkt, dann ist es 'ne mega Güte Gottes, 'ne Gnade Gottes, aber 'ne mega auch 'nen Zeichen dafür, dass er der große König ist und dass er alles machen kann. Es ist 'n Riesenzeichen dafür. Aber wenn er es nicht macht, dann ist er nicht weniger König oder es ist nicht weniger möglich oder er hat weniger, was auch immer, sondern wir dürfen uns voll auf ihn setzen, ihn anbeten und ihm alles geben. Das heißt, egal ob ich geheilt werde oder ob ich nicht geheilt werde, meine Anbetung verändert sich nicht, sondern einfach nur die Realität, mit der ich auf der Erde lebe, verändert sich, weil ich dann auf einmal kein Diabetes mehr habe. Aber es verändert sich nicht, wie ich ihn anbete oder wie nicht. Aber es ist 'ne coole Story, die wir erzählen können, womit wir Gott auch wieder loben können. Das andere ist, im Himmel werde ich keinen Diabetes haben und im Himmel wirst du das auch nicht mehr haben, wo du gerade durchgehst. Das wirst du im Himmel nicht haben. Und ich habe es vor Jahren mal gehört und, ich musste vorgestern, glaube ich, noch mal dran denken, dass, im Himmel können wir die Gott nicht anbeten in unserem Leid, weil im Himmel gibt es kein Leid. Das bedeutet, die Anbetung, die wir hier heute haben, ist ein Zeichen dafür, dass wir Gott so sehr lieben und so respektieren und ihm die Ehre geben, dass sogar in unserem Leid wir ihn an erste Stelle stellen und sein Königreich bauen. Wenn wir dann im Himmel sind, dann haben wir dieses Leid nicht mehr und wir dürfen ihn aus tiefster Überzeugung anbeten, was mega, mega schön ist und ich freue mich darauf. Aber gleichzeitig ist es 'nen Privileg. Die Bibel spricht davon, es ist 'n Privileg, dass wir ihn jetzt anbeten dürfen. Also, ich bete trotzdem für Heilung, hundertprozentig, aber lass uns
die Herzenseinstellung muss trotzdem bleiben: „Ich bete ihn an, egal ob ich geheilt werde oder nicht. Und doch weiß ich, dass er es kann, und doch glaube ich, dass er es kann, und ich glaube auch, dass er es tut.“ Also, mit dem Hintergedanken, lass uns da reingehen. Lass uns für die Sachen beten. Jesus, ich bete wirklich für Heilung. Ich bete, Jesus, dass du dich da, ähm, dadurch verherrlichst, dass du uns heilst, von den verschiedenen Sachen, die dort sind. Krankheit, die Einsamkeit hervorrufen, Krankheit, in mentalen Sachen, in der Psyche, Krankheit an Körper, ähm, gebrochene Beine, gebrochene Hände, gebrochene, was auch immer, gleichzeitig aber auch Herzensschmerz, der geheilt wird. Jesus, ich bete einfach, dass du kommst und Heilung ausschüttest, Jesus. Vater, und in dem Zuge bete ich aber auch, Jesus, dass der Fokus darauf liegt, dass wir dein Königreich bauen wollen, und dass wir daran glauben und darauf vertrauen, dass du, Gott, ein guter Gott bist, ein gnädiger Gott bist, Jesus, der, egal ob er Heilung schenkt oder nicht, der Gleiche ist, und wir uns darauf fokussieren dürfen und darauf wirklich, dir einfach hingeben dürfen. Und Jesus, ich bete, dass du da jetzt reinkommst, Jesus, und Heilung schenkst. In jede einzelne Person, die danach gefragt hat, Jesus. Und du sagst in deinem Wort, wer fragt, dem gibst du gerne, Jesus. Du bist ein Vater, der einem Sohn, wenn er nach einem Brot fragt, nicht 'nen Stein gibt, sondern du gibst uns das, wonach wir fragen. Und gleichzeitig kennst du uns, weißt du, was und wie wir gewisse Sachen brauchen. Und dieser Paradox funktioniert. Er funktioniert wirklich, weil wir uns auf dich vertrauen, auf dir vertrauen, gleichzeitig du uns das gibst, was du und wie du es uns geben möchtest, Jesus. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, ich hatte gerade eben gesagt, dass ich einen Gedanken hatte und, mir das aufgeschrieben habe. Und zwar möchte ich euch gerne segnen jetzt zum Abschluss. Und zwar, meine Frau und ich machen es so, dass wir jeden Abend die Waffenrüstung, über unsere Kinder beten. Und, ich mache das aber auf Englisch. Das heißt, auf Englisch kann ich's auswendig, auf Deutsch gerade nicht. Deswegen muss ich den Bibelvers noch eben raus suchen. Das würde ich gerne noch einmal mit euch gemeinsam machen. Zwar ist das in Epheser 6, und ich suche mal eben schnell, 'ne andere Übersetzung raus, wir damit das gut kommt. Moment, ich muss das eben schnell, ja, ihr müsst eben schnell mal mit mir zusammen. Ihr müsst aber ganz kurz auf mich warten, aber ihr kriegt das, sicherlich hin, ganz kurz, auf mich zu warten, bis ich, da bin. Also, hier sind wir, und zwar ist das Epheser 6. So heißt es Epheser 6, fangen in Vers 10 an. Nehmt es einfach als Gebet, als Segen für euch jetzt einfach an, dass wir da einfach den Fokus darauf legen. Und zwar steht das zum Schluss noch ein Wort an euch alle, zum Schluss der Hour of Prayer. Ähm, werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke füllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren in ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt alle die Waffe, die Gott euch gibt, nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg gewinnen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel und die Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens und dem Brandpfeil des Teufels, an dem die Brandpfeile des Teufels wirklos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt, und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Und damit möchte ich euch einfach segnen, dass, ihr die Waffenrüstung anziehen könnt, dass ihr, einfach stark sein könnt und
lass mir das noch mal kurz sagen, die Leute unter der Waffenrüstung, wenn du die Waffenrüstung anhast, wenn du, den Panzer anhast, unten drunter kannst du trotzdem verwundet sein. Du kannst, Heilung brauchen, noch nicht an dem Punkt sein, wo alles super ist, aber wir dürfen diese Waffenrüstung annehmen, um gegen die Angriffe zu kämpfen, und wir dürfen mit Jesus zusammen alles vor ihm bringen, dass er, sich um unser Herz kümmert, um unsere Wunden kümmert. Er kümmert sich um alles und gleichzeitig ist er der König, der vor uns hergeht und uns, in den Sieg bringt. Und das ist die gute Nachricht. Gott hat schon gewonnen. Wir dürfen jetzt einfach nur, Teil davon sein, um Menschen in sein Königreich zu bringen. Hey, lass mich euch noch segnen. Jesus, danke dir für die Zeit, die wir hatten. Danke dir, Jesus, dass du ein guter Gott bist, ein guter König bist. Und danke dir, Jesus, dass wir, gemeinsam einfach dein Königreich bauen dürfen, Jesus, dass wir dir hinterherziehen dürfen, dass du derjenige bist, der vorgeht, der das Königreich aufbaut. Und, Jesus, wir dürfen wirklich Teil davon sein. Jesus, ich segne jede einzelne Person, die jetzt gerade hier ist, die das noch nachschaut, die dabei sind. Und, Jesus, ich bete, dass du der Fokus bist, Jesus, dass du der Fokus bist, Jesus, in deinem Namen. Amen. Alright, ihr Lieben, hey, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Seid gesegnet und ich freue mich auf kommenden Sonntag. Wir haben 'ne coole Message, in die wir wieder reingehen werden. Das heißt, und am nächsten Dienstag wieder die Hour of Prayer. Hey, seid gesegnet und wir sehen uns am Sonntag. Bis dann. Tschau.